Die Straßen wird da weitergehen. Da ist nur Schnee. Boah, Alter. Sind jetzt alles da aufgefahren, für das da nicht weitergeht. Ah. Tja, und ihr fragt euch jetzt sicher, wie es zu dieser Situation kommt. Nach unserem Ausflug nach Váča, der Felsenstadt, haben wir beschlossen, anstatt der Hauptstraße den Škrtskaro-Pass zu fahren. Als M20 markiert, ist es sicher auch eine schöne Hauptstraße, oder? Wir haben gerade wieder einen Pass vor 1 Minuten auf die nächste Asphalt aus und Alter, dass dieser Hauptstraßen ist, Andi. Irre. Alter. Es ist so krass. Den Boss haben wir nicht einmal am Weg irgendwie am Schirm gehabt, wir sind zufällig da jetzt gelandet. Und alleine da hinten, wenn man schaut, die Berg hoch mit Schnee und Hochebene da ein bisschen Wald rundherum und die Straßen in gottlosem Zustand. Das ist anscheinend Georgien. Boah, richtig geil. Kurve um Kurve schlängeln wir uns die Passstraße hinauf, im Hintergrund traumhafte Bergkulisse. Ein Vorgeschmack auf die nächsten Tage. So, wir haben jetzt die Perspektive gewechselt. Bin jetzt am Dach oben und wir schauen einmal, wie gut das geht mit dem Filmer. Wow. Die Perspektive von da oben bangt anders. Das ist aber illegal. Ja, Axel, schön, dass du das ansprichst. Was hast du zu deiner Verteidigung zu sagen? Ich bin das Google-Car! Ja, das war klar. Also für alle, die jetzt sagen, das ist unverantwortlich, bis zum gewissen Grund, bis zum gewissen Ding ja, aber versehrt, ich bin unter beide Gurte da. Das gewissermaßen verhindert, dass jeder auf der Seite rausfällt. Sei nur gesagt, und wir fahren langsam um. Natürlich wollten wir das dann alle ausprobieren. Wo sind wir? Auf dem Dachzelt in Georgien. Es kann nicht besser sein. Ja. Einmal was Ungewöhnliches machen und sich komplett frei fühlen. Axel! Aber schon nach kurzer Zeit haben wir dann mit anderen Schwierigkeiten zu kämpfen gehabt. Pass auf. So, jetzt wird's eng. Schnell, wir müssen schauen. So, Freunde. So. Na, geht sie glaube ich, gut aus. Easy. Komplett unspektakulär, ist easy gegangen. Ich habe nur meine Schuhe dreckig gemacht. Ja, doch unser Glück sollte sich nicht mehr lange halten. Wir sind jetzt circa 2 Stunden umsonst in die Richtung gefahren. Scheiße. Während die Mädels ihren Spaß im Schnee hatten, wurde uns klar, dass das die unausweichliche Umkehr und einen Umweg von mehreren Stunden mit sich bringen würde. Boah, Alter. Sind jetzt alles da aufgefahren, für das da nicht weitergeht. Also, ihr seht, fahren wir rückwärts. Uhrzeittechnisch ist es jetzt halb 6. Ist jetzt nicht unbedingt das Zeitfenster für Pannen oder irgendwelche lustigen Umwege. Weil wir eigentlich auf der anderen Seite runter wollten von dem Pass und aber auf der anderen Seite eigentlich mehr Schnee sein sollte. Und wir natürlich nicht wissen, ob der Pass generell schneefrei ist, abgesehen von dem Schneefeld. Ja. Scheiße. Da wir unsere Niederlage nicht ganz einsehen wollten, haben wir natürlich noch Alternativrouten Ausschau gehalten. Kurz vor dem Schneefeld, also dem Schneemann, gab es einen schmalen Pfad hoch, welcher laut Satellitenkarte funktionieren könnte. Okay, Alternativweg. Was sagt ihr? Wir probieren es. Ja. Aber wir brauchen jetzt wahrscheinlich zum ersten Mal unseren Rollrad. Haben wir bisher nicht gebraucht. Gut, solange wir festen Boden haben, ist es ja wurscht. Okay Leute, wir sind auf Gras gestoßen. Wir fahren eigentlich auf gar nichts mehr. Der Weg hat relativ schnell so ausgeschaut und nachdem es weder auch nicht so gut war, haben wir entschieden, Ja,
Nein, nicht dran. Gewitter. So Leute, Gewitter fangen auch noch an. Da hat es gerade voll Donau drüben. Gut, wir fahren. Ja, nein, Safety Call, wir drehen einfach zur Sicherheit, weil wir sagen, es macht keinen Sinn, wenn wir da jetzt stecken bleiben. Ja. Aber für alle, die uns zuschauen, wer ähnliche Abenteuer erleben möchte, wir haben aus dem Oman und aus Island bereits solche Offroad-Erfahrungen. Und jetzt riskieren. Wow, ich scheiß mich gerade so auf. Taxi. Und ja, wollen euch die natürlich nicht vorenthalten. Darum an dieser Stelle Abonnieren! Beziehungsweise nein, eigentlich. Also auch. Aber alte Videos anschauen. so, herunter vom Boss. Wir sind auf jeden Fall jetzt in einem ziemlichen Gewitter und wir haben realisiert, dass der Standplatz, wo wir waren, nicht optimal ist. Das heißt, wir werden jetzt Safe Play machen und uns im Auto niederlassen. Ja Leute, was sagt ihr? Es ist ein Boden. Aber zum zweiten Mal halt Safe Call links. Schönen guten Morgen. Wir sind in Dorfzeit und es hat geregnet in der Nacht. Aber wir sind Gott sei Dank nicht vom Blitz getroffen worden. Jetzt, wenn man ausschaut, ist es gerade trocken. Das heißt, wir nutzen das Zeitfenster, dass man alles abbaut. Na, wie siehst du das? Es ist 7 Uhr. So schön. Boah, ist das hell. Ich sehe nichts. Das frühe Aufstehen hat sich aber aus mehreren Gründen gelohnt. Wie auf der Karten ersichtlich, wollten wir den Schlechtwettertag nutzen, um vom Südkaukasus über Kutaisi in den Nordkaukasus zu wechseln. Dabei haben wir für euch auch den teilweise chaotischen Verkehr festgehalten. Ja, oh, danke! Und jetzt bleibt er stehen! Ja, es Sehr gut! Und der Lostwagen einer. Achtung, da steht er noch im Kreisverkehr. In einem Ort haben wir dann hunderte dieser Stände gesehen. Die verkaufen dort eine Art Gebäck. Es heißt Natsuki und es ähnelt irgendwie so einem flachen Brioche-Teig. Schmeckt aber fast nur besser. Okay. Prost einmal. Oh. Und? Mhm. Und also. Ist schon warm. Unsere Mittagspause haben wir dann an einem richtig spannenden Ort verbracht. Also, es schaut im Hintergrund nicht spektakulär aus, aber das ist eine von den heißen Quellen, die es in Georgien gibt, in der Nähe von Kutaisi. Richtig unscheinbar mitten im Nirgendwo. Und es soll anscheinend 40 Grad haben. Schauen wir uns jetzt an. Hat's motiviert? Ja! Es riecht schon nach Island, oder? Das weiß ich nicht. Also gibt es eine Umkleidekabine, da hängt noch Gewand an der Tisch. Oh. Tag 4 in Georgien. Es ist Schlechtwetter, aber wir haben das perfekte Programm gefunden. Die Vani-Sulfurpools gibt es anscheinend schon seit über 100 Jahren. Und seit dem Tiflis-Video solltet ihr wissen, dass Georgien die Heimat der heißen Quellen ist. Natürlich kein Vergleich zu Island. Das heiße Wasser kommt schwefelreich aus dem Schlauch da und verteilt sie in 2 Pools und ist wirklich 40 Grad warm. Also da seitlich sieht man, der Pool ist offenbar neu gemacht. Das schaut aber aus, wie man es natürlich war. Vielleicht ist das eine eternale Quelle, die seit tausenden von Jahren sprudelt oder nicht. Ist auf jeden Fall ziemlich geil. Wir waren glücklicherweise allein und das macht den Instagram-Spot schon noch um einiges schöner. Gerade am Abend kann es aber für einen Sonnenuntergang ziemlich voll werden. Irgendwann muss man auch wieder rausgehen. Jetzt geht's weiter. Nach 3 weiteren Autostunden haben wir schließlich unseren Schlafplatz für die Nacht gefunden. Etwas abseits entlang der Straße Richtung Mestia, unserem Ziel für morgen. Okay, wir sind wirklich gestört. Oh, nicht. Oh. Der Wind ist jetzt mehr, teilweise ist es richtige Böen, also die 2 oben haben schon überlegt, ob sie runterkommen.
Echt viel bodenloser kann es nicht sein.